Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Wir sind gerade in einem Horror-Trip. Nein, wir sind auf der Suche nach Katie und haben hier mal rausgefunden, was Alice ihren Vater gefragt hat. Und das ist die Hütte, die wir brauchen. Oder besser gesagt die Gruft, die wir brauchen. Ich weiß gar nicht, will ich da runter? Eigentlich nicht. Gruft finden von der Alice spricht abgeschlossen. Ich will nicht da runter. Ich fühle mich auf Friedhöfen so ziemlich unwohl. Vor allem wenn so ein Rauch da ist. Ja Leute, ich habe Angst. Kate! Kate! Man schreit nicht so. Kate, mein liebes Kind. Ich weiß nicht, wann du das hier hören wirst, aber ich weiß, dass du eines Tages hier sein wirst. Mein Blut, mein Licht. Verdammt sei der Tag, da ich von hier gehen musste. Der Tod macht mir nichts aus, nur dass ich dich hier ließ, mit ihm. Holmes, Sherlock Holmes. Nun, du musst verstehen, er ist dein ärgster Feind. Doch da er sich so gerne hinter der Maske seiner scheinbaren Moral versteckt, würde er dich nie töten. Holmes, Holmes. Er hat dich sicher niemals verstanden. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du weintest nicht so oft, weil du ihn zum Vater hattest. Womöglich hat er wegen dir geweint. Sei bitte nicht betrübt, mein Kind. Ich starb durch ihn. Aber jetzt kennst du endlich die Wahrheit. Du bist meine Tochter. Du musst ab jetzt mein Werk fortführen. Folge meinem Weg und werde die Herrin des Bösen, meine Kate, mein Fleisch. Vor den Augen von Holmes und der ganzen Welt. Kate Moriarty ist endlich da. Moriarty. Sie. Kate. Oh nein. Jetzt weiß sie alles. Aber warum musste sie es so erfahren? Weil du nicht den Mumm hattest, irgendwas zu sagen. Die Dynamik eines Asteroiden. Ein Buch von Professor James Moriarty. Bei meinen Beobachtungen der Asteroidenbewegung mit meinem Teleskop habe ich 2 neue Sterne entdeckt, die ich Mirage und Adil genannt habe. Zusammen mit anderen dunklen Sternen bilden sie ein wunderbares Bild, dessen Form mich an meine liebe Tochter Kathleen erinnert. Die junge Kate und ihr Vater. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Ein äußerst präzise... Oh ja, den brauche ich noch für ein Schloss. Alter, einfach nur unheimlich hier. Von klein an ging ich eigene Bahn, ich sah nicht so, wie andere sahen. Was mich ergriff zu Lust und Pein, das musste ungewöhnlich sein. Ich schöpfte Leid aus anderem Quell und klang mein Herz in Freude hell. Was klang, dann nie ein anderes gibt, ich liebte, was nur ich geliebt. In wilden Gärensdämmerung das Rätsel, das ich niemals löse, aus dem tiefen Gut und Böse, als Wildbach oder sanfter Quelle, aus eisenrotem Felsgefälle, aus Sonnenball, der mich umkreist und wie leuchtend Herbstgold gleiste aus Blitzes Donnerflug, der je vom Himmel niederschlug, aus Sturmwind tollstem Orgelstück,
Und aus der Wolke draus mein Blick, wenn sonst auch der Himmel lachte, eines Dämons dunkle Formen machte. Kates Gedicht, das ist irgendwie beängstigend. Das ist eines von Kates Haarbändern. Kate traf ihren echten Vater. Ich muss Natürlich. Alice finden. Diesmal bringe ich sie zum Reden. Professor James Moriarty. Weil ich für ihn nicht innehielt, da hielt der Tod nun an für mich. Wir beide dann in seiner Kutsch und neben uns was ewiglich. Aber wo ist Kate? Was mache ich mit dem Stern? Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Ja, dann nimm ihn doch einfach, Mensch. Sieht schon beängstigend aus, dieser Kopf. Mein Gott. Ich mag Horrorspiele nicht, liebe Freunde. Wegen der Atmosphäre. Aber gut, ich wusste ja eigentlich von Anfang an schon, auf was ich mich einlasse. Was? Was? In Spielen kann man einfach vieles machen, wo in der Realität vielleicht gar nicht möglich ist. Ich habe Angst. Von der anderen Seite blockiert. Was? Alice! Akzeptieren Sie Ihren Tod. Aufmachen! Lassen Sie sie gehen! Kommen Sie zurück! So werde ich in die Baker Street zurückkehren. Abgeschlossen. Weg aus der Gruft finden. Sherlock, wackle nicht so. Kühlen Kopf bewahren, Sherlock. Sag ich Nur so auch. kommst du hier wieder raus. Sag ich auch. Okay, hier haben wir... Hä? Oh. Wieso habe ich das vorhin nicht Das muss gesehen? eine Art Astronomie-Rätsel von Moriarty sein. Das muss eine Art Astronomie-Rätsel von Moriarty sein. Darf ich jetzt diesen Stern nehmen? Yay! Okay, rüber. Ein Metallstern vom Tisch aus. Oh, die Gruft. Finde einen Weg aus der Gruft. Ja, ja, wo ist denn jetzt? Moratis Notiz. Boah, könnt ihr euch das merken? Ach, guck an, ist so Karte. Ah, okay, zeig mal. Hier. 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 Dann. Ah, das ist jetzt aber gemein.
Verflixter Miste, das ist so ein no, das finde ich gemein. Das ist so ein... Das ist so ein... So, zeig mal. Dann gehen wir da. Dann da. Dann da. Dann da. Dann da. Da. Okay, nochmal so. 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 Nee, das ist doch falsch, Mensch. Nochmal. So. So. Dann gehen wir hier hin. Dahin. Dahin. Von da gehen wir dahin. Dann sind wir da. Und da gehen wir in den Mittelpunkt. Von dem Punkt gehen wir nach da oben. Dann da runter. Dann dahin. Dann dahin. Scheiße. Dahin. Dahin. Dahin, dahin. Und dann eigentlich dahin. Shit, das geht nicht. Shit, 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 shit. Ach so, zeig mal. Shit. So. Und das ist die Mitte. Und da gehe ich dahin. Und da gehe ich dahin. Gehe ich dahin. Und gehe ich dahin. Dann gehe ich dahin. Dann gehe ich dahin. Der war zu weit drüben. Und dann gehe ich dahin. Mein fucking Problem, was ich habe, ist... Den habe ich schon. Dann gehe ich... dahin. 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 Und wenn ich es jetzt richtig interpretiert habe, sollte das richtig sein. Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. So, okay, dann gehen wir mal unter die Gruft.
Halte durch, Kate. Ich komme. Aber Kate weiß, wer du bist. Beziehungsweise Kate weiß jetzt alles. Glaubst du jetzt echt, dass Kate noch auf deiner Seite steht, Sherlock? Glaubst du echt, sie vertraut dir noch? Nachdem, was sie alles weiß? Wer ist das? Watson? Watson! Holmes, sie ist mir entkommen. Wohin ist sie gegangen? Wohin? Ich weiß es nicht. Was Sie ist- sagte, dass sie eine Dame sehen muss. Eine Mrs. Destiny? Madame Destiny, das ist ein Boot. Was? Da drüben, Watson. Was ist denn mit Watson jetzt los? Sie hat Kate entführt. Wo muss ich denn Zu hin? glauben. Sie ist wahnsinnig. Sie hat einen Raum für ihren toten Vater. Und Kate ist jetzt bei ihr. Das Schiff brennt ja. Das Schiff brennt ja. Und jetzt, was willst du machen? Sie sind auf dem Boot. Schnell, Watson. Was willst du jetzt machen? Ins Wasser springen oder was? Ach nee, da steht ein Boot. Per Zufall steht da ein Boot. Oh, aber saugeil gemacht, das Spiel. Ist ja so klar, dass der Watson nicht... was Watson rudern muss und nicht Sherlock. Was wollen denn die auf dem Boot, Mensch? Warten Sie hier, Watson. Kate! Kate? Wo bist du? Kate! What the hell? Ich glaube, Kate, ich bin hier. Jetzt spring. Alice, ich hab Angst. Ich weiß, aber es wird alles gut. Sieh, es brennt nicht. Komm schon. Kate! Oh Gott, nein! Geh weg! Kate! Ich bin eine Moriarty, Tochter des Teufels. Ich bin verflucht, ein Monster. Das ist Unsinn, du! Du bist du selbst, du bist kein Teufel und kein Monster! Doch, deswegen hast du mich immer belogen. Ich habe nur gelogen, weil ich dich beschützen wollte! Du bist noch so jung! Mein Gott, frag Watson! Mein Leben lang wurde ich belogen. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Kate, ich kenne das Böse! Du hast ein gutes Herz, das weiß ich! Alter, wenn ich doch nicht Zeit habe dafür. Ja, er weiß. Nichts kann das Schicksal ändern. Hören Sie, Lord Marsh litt an Tuberkulose. Indem er ihn tötete, beschleunigte er nur sein Schicksal. Das ist nicht dein Leben! Du hast mich! Du? Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Wie kannst du nur glauben, dass ich mich wegen dir schäme? Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Beryl Butcher konnte es nicht. Ihr Vater war ein Mörder, aber sie verdient es doch zu leben, nicht wahr? Kate, hör nicht auf sie! Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Ich muss erstmal hier rausfinden, was A und B und so Ja, weiter ich ist. werde dich
getötet. Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Mit geschmolzenen Statuen? Und Percy Fleming? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten. Wie kann... Scheiße. Wie konntest du ihn nur töten? Es hieß entweder er oder ich. Ich hatte keine Wahl, Kate. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen, die Zeremonie. Kate, nein, nein. Wie kann das plötzlich mehr für dich bedeuten als deine Kindheit? Siehst du? Es ist Zeit. Auf ins nächste Leben. Nein, Kate, sie will das Boot versenken und dich töten. Sie wusste, dass du zögern würdest. Das ist mir egal. Ich gehöre nirgendwo hin. Nein, Kate, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Stimmt nicht. Du hast mich vom Leben abgehalten und jetzt hältst du mich vom Sterben ab. Ich hasse dich. Nee, oder? Bitte zurückspulen. Dankeschön. Ich habe eine Antwort nicht Ich bin gegeben. hier. Jetzt spring. Zweiter Versuch. Alice, ich hab Angst. Ich weiß, aber es wird alles gut. Dieses junge Leben müssen wir retten. Nicht. Komm schon. Kate! Oh Gott, nein! Okay, erstmal hier retten. Kate! Ich bin eine Moriarty, Tochter des Teufels. Ich bin verflucht, ein Monster. Bist du, ja. Das ist Unsinn, du! Du bist du selbst, du bist kein Teufel und kein Monster! Doch, deswegen hast du mich immer belogen. Ich habe nur gelogen, weil ich dich beschützen wollte. Du bist noch so jung. Mein Gott, frag Watson. Mein Leben lang wurde ich belogen. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Kate, ich kenne das Böse. Du hast ein gutes Herz, das weiß ich. Ich kann nicht sagen, sie ist Kate Holmes, weil das stimmt ja nicht. Das wäre ja schon wieder eine Lüge. Ja, er weiß. Nichts kann das Schicksal ändern. Hören Sie, Lord Marsh litt an Tuberkulose. Indem er ihn tötete, beschleunigte er nur sein Schicksal. Das ist nicht dein Leben. Du hast mich. Du? Du hast mich weggeschickt. Wenn ich da bin, streiten wir nur. Du schämst dich wegen mir. Ich schäme, warum? Niemals. Wie kannst du nur glauben, dass ich mich wegen dir schäme? Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Beryl Butcher konnte es nicht. Ihr Vater war ein Mörder, aber sie verdient es doch zu leben, nicht wahr? Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Ja, ja. Holmes wird nicht jetzt sterben. Er wird eines Tages sterben, Getötet. aber Das nicht ist mein jetzt. Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Mit geschmolzenen Statuen? Und Percy Fleming? Sie retten Leben? Nein. Sie nehmen sie. Ja, aber nicht von allen. Mich auch nicht retten. Das habe ich. Ich nahm dich auf. Ich gab dir alles, was ich konnte. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht. Wie konntest du ihn nur töten?
Er war ein gefährlicher Verbrecher. Ich hatte keine Wahl. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen, die Zeremonie. Kate, nein, nein. Wie kann das plötzlich mehr für dich bedeuten als deine Kindheit? Siehst du? Es ist Zeit. Auf ins nächste Leben. Wer würde schon die mumifizierten Überreste seines Vaters aufbewahren? Sie ist verrückt. Das ist mir egal. Ich gehöre nirgendwo hin. Nein, Kate, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Stimmt nicht. Du hast mich vom Leben abgehalten und jetzt hältst du mich vom Sterben ab. Ich hasse dich. Nein, 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 nein. Mann. Alter, wie muss man das denn lösen, ey? Oh mein Gott. Wir werden das bei der nächsten Folge sehen, wie wir das lösen. Auf jeden Fall, danke fürs dabei sein. Tschüss.